Triff mich unterm Stammtisch, wenn ich wieder Land bin. Und ich frag dich, ob wir Karten spielen. Triff mich unterm Stammtisch, wenn ich wieder Land bin. Und ich versprich, ich sauf zu früh. Und damit, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterm Stammtisch. Ich bin der Thomas. Ich bin der Kevin. Und wir begrüßen euch recht herzlich bei uns in der Villa in Kroatien. Diese Diese Hintergrund. Villa Rosa. Die ist nicht Keine Ahnung, wie die heißt. mit KI generiert oder mit Greenscreen oder Bluescreen oder was auch immer es Screen gibt. Creme de la Creme der Villen. Gell? Haben wir uns was Gescheites auslassen. Ja, echt. Ja. Und einen Zungenschlag habe ich mir auch aus. Tom Joe läuft. Man sieht's. Das war so ein schlechter Witz. Ja, ich habe Anzugsschuhe an, weil tatsächlich, also falls Sie die Leute fragen, warum ich Anzugsschuhe habe und nicht da barfuß wie der Kevin, wo die ganze Zeit Mücken gerade rumschwirren, musst du ein bisschen drauf schauen auf deine Achsen. Wir nehmen den Podcast tatsächlich das zweite Mal auf. Ja. Und das liegt nicht daran, dass wir bläsern oder sowas, es liegt an unserer kompletten technischen Unfähigkeit. Ja, leider Gottes. Ja, was ist denn passiert? Die Mikrofone sind bei der Hälfte vom Podcast ausgefallen und wir haben es nicht gecheckt, oder wir haben es gecheckt, haben es dann irgendwie versucht, während dem Podcast, Anführungszeichen, irgendwie zu richten, aber es hat nicht ganz so funktioniert. Na, und seitdem haben wir die Mikrofone nicht mehr zum Laufen gebracht, mit der Osmo, mit dem wir das gerade aufnehmen. Genau. Denn wir nehmen jetzt gerade über die Mics auf. Falls ihr rotes Licht seht. Genau, dieses hier. Genau. Hier, an der Jabel, ja. An der Jabel. Hier, an der Jabel. An der Jabel. An der Jabel. Ja. Der Wahnsinn. Na, Genau. aber ist geil. Also, wir sind jetzt dabei, dass wir einen neuen, gescheiten Podcast aufnehmen für euch. Und, Thomas, erste Frage an dich. Ja. Wie viel hast du heute gesoffen? Also wir haben es tatsächlich geschafft. Also Und was trinken wir heute? wir trinken heute, das Getränk heißt Blue Lagoon. Ja, Ich weiß nicht, fertig was gemischt. das für eine Mische ist. Das ist tatsächlich, habe ich im Cocktailkurs gelernt, das ist Wodka mit Sprite und Limettensaft. Schmeckt halt nach Limo, gell? Ja. Das Und ist das so ist krank. gefährlich daran. Das ist richtig krank. Weil das letzte Mal in Kroatien, wo wir waren, ja. an der Shisha-Bar, haben wir auch Blue Lagoon habe ich gehabt. Dieses Ja, ich habe 3-Liter-Dinger. Cuba Libre besoffen. Ja, aber dieses 3-Liter-Ding, das war Ja. auch Blue Lagoon. Ja. Und das schiebt so dermaßen, weil Ja. du diesen Alkohol nicht merkst. Und in diesem 3-Liter-Ding ist eine ganze Wodkaflasche drin. Ja. Und du merkst es nicht. Also du merkst es dann. Danach schon, aber du schmeckst es nicht. Ja, Ja. irgendeinem Punkt merkst du es immer. Ja. Das ist auf jeden Fall, also was wir halt gesoffen haben, wir haben halt mindestens Was hast du gesoffen? Danach kommen wir auf mich. habe, glaube ich, haben wir, also ich glaube mindestens 6 von den Blue Lagoons gesoffen. Mhm. Kommt gut hin, ja. 3, 4 von den Pina Colada. Ja, ich glaube sogar 5. Nein, habe ich weniger getrunken. Ja? Habe ich nicht so viel getrunken. Okay. Das meiste Ja, hat dann unsere tut's mir Regie leid. getrunken. Stimmt. An Pina Colada. Ja. Bin mir sehr sicher. Nee. Schau es da an, die können nicht mehr gerade ausschauen. Sagte er und sie hat zur Seite geschaut. Ja. Na, also ich glaube, das. Aber Bier heute gar nicht, gell? Ja, Bier bloß probiert. Ja. Weil mir mundet das so gar nicht. Also das kroatische Bier allgemein mundet mir gar nicht, aber mir hat es heute auch nicht angeweint, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe tatsächlich angefangen, relativ in der Früh, mit dem 2 Liter Flaschenbier für 2,80, was sie kostet. Ich finde es tatsächlich, irgendwie in Kroatien schmeckt es des Todes. Mhm. Also mir mundet es tatsächlich, weil es einfach so kacke schmeckt. Blöd gesagt. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall 2 Flaschen davon vernichtet. Also 4 Liter. Der Michel und ich haben einfach wirklich 2 Flaschen einfach vernichtet, 4 Liter. Das heißt jeder rechnerisch gesehen 2 Liter. Und dazu habe ich glaube ich auch 4 Blue Lagoon gesoffen, ein Pina Colada, dazu noch ein Kruschkowitz in der Früh. Stimmt, da Ja. habe ich auch mitgesoffen. Ja. Ich wollte vorhin Kruschkowitz Und- sagen, aber war mir nicht mehr sicher. Ich habe noch, irgendwas habe ich noch gesoffen. Ja, boah. Aber ich weiß gar nicht was. Mojito. Mojito. Ja. Mojito. Ja, Mojito habe ich auch noch Ja. getrunken. Ja. Es ist definitiv lustig, wenn du mal das ganze Spektrum, Mhm. also wenn du jetzt mal unsere Drinks zusammenrechnest, Ja. dann haben wir ja zusammen 10 von Viel. den Blue Lagoons gesoffen, Ja.
5 von den Pina Coladas, du hast nur deine 4 Liter Bier mit Michel vernichtet. Ja. Aber wenn du das ganze Beutel anschaust, dann sind ja 2 Paletten von den Cocktails weggegangen, 4 Liter Bier, ein halber Liter Kruschkowatz. Oder nicht so viel, weniger, gell? Das war zu viel für alle. 0,3er Kruschkowatz. Wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal 2 Paletten nachbestellt. Poletten? Ja, das ist ein neues Wort dafür, das habe ich mir gerade ausgedacht. Poletten. Ich habe mich überhaupt nicht verrät. Nein. Das war tatsächlich. Ja, was haben wir denn die letzten 3 Tage so gemacht? Und wie sind wir angekommen? Also, wir sind am Montag. Ich vergiss die ganze Zeit, dass das ja die Folge ist, die wir eigentlich. Deswegen sage ich es ja gerade so. Finde ich gut. Ich denke damit. Ich habe da ein bisschen schlaues Köpfchen dafür. Ich denke da mit, Alter. Ich denke da mit, ja. Wir sind am Montag losgefahren, lass mich nicht liegen. Erst hat es geheißen, wir treffen uns um Thomas, das sind Informationen, die Zuschauer nicht jucken. Was haben wir währenddessen getrunken? Okay, wir sind, eigentlich war der Startpunkt um 11 gewesen. Ja. Um 11:45 war dann der Nico mit leichter Verspätung, der wir sagen, war er dann in Holzkirchen. Da sind wir dann losgefahren und die erste Amtshandlung, die wir gemacht haben, wir sind bei Michel auf dem Parkplatz gestanden und wir haben unser 5 Liter Bierfassel angezapft. Oh ja. Schön für die Fahrt, wohlgemerkt. Ja. Für die Fahrt. Kurz vor der österreichischen Grenze war das Fassel leer. Ja, das hat nicht mal, lass mich lügen, eine halbe Stunde gedauert. Ja. Ein bisschen länger. Stunden hat schon gedauert, Aber wir hatten gewisse Fahrtregeln noch unter anderem, die besagt haben, Autos ab 150 km einen Schluck trinken. Euro. 150.000 Euro. Ja, genau. 150.000. Zweite Regel war Autos ab 500 km. Entschuldigung für Versprecher. Ich rede gerade in meinem Mexican-Akzent. Ja, bitte kannst du weiter. Ich möchte nicht schon wieder diesen Despo-Flaschen-Label lesen. Ich find's aber witzig. Ja, ich find's auch witzig. Nee, ab 500 km muss man exen und wir hatten es tatsächlich relativ zeitnah geschafft, aber obwohl wir die Regel nicht richtig ausformuliert haben, dass die Autos auf unserer Fahrbahn Richtung da sein sollten. Ist tatsächlich im Gegenverkehr ist ein Wagen, das ist ein LKW, Transporter vorbeigekommen mit Rolls-Royce, also Rolls-Royce, Ghost und Phantom und bla bla bla. Ja. Und die kosten ja eine gewisse Summe. Ja. Und deswegen mussten wir auf einmal 6.790 Euro. Richtig. Ja. Hast du gut gemerkt. Ja. Das ist tatsächlich nicht mal wahr. Ich bin ja wurscht. Das war eine 30 am Ende. Nee, aber da mussten wir auf einmal Alexen und das Blöde, Anführungszeichen, ist passiert, dass wir vor einer halben Minute alle Gläser aufgefüllt haben. Alle. Na. Nee, deins nicht. Meins war frisch aufgefüllt. Eine war nicht aufgefüllt. Meins war auch frisch aufgefüllt. Ich habe nochmal nachgeschüttet. Du hast vor mir aufgefüllt, du hast da halb gesoffen. Ich habe auf jeden Fall mehr. Also wir waren auf dem gleichen Stand. So viel vor Grenze. Ja. Ja, wir waren auf jeden Fall auf dem gleichen Stand nach dem Exen. Ja. Aber der Michel, Michel hat nicht aufgefüllt. Den letzten Schluck geäxt und hat trotzdem 20 Minuten dafür gebraucht. Das ist geisteskrank. Und ich schwöre dir, das ist dir auch aufgefallen. Ja. Die ganzen Huckel auf der Autobahn. Und dann währenddessen Exen ist Stress. Und für die Leute, die uns nur vom Podcast kennen, hey, wir sind Tomja und wir machen eine Musi. Was euch das bringt? Erstens, ihr dabackt mindestens 4 halbe Meere. Zweitens, ihr könnt mindestens eine Schachtel Kippen mehr daher. Und drittens, eure Freunde werden euch sehr viel cooler finden. Also, geht's auf Spotify und hört euch unser Mucke an. Ist nämlich so geil. Es ist wirklich purer Stress. Das Einzige, was mich gestresst, dass man so eine Brünni der Krug daneben guckt. Aber mich hat das wirklich gestresst, dass mir das Bier, aber blöd gesagt, weggelaufen ist, weil ich habe durchgehend irgendwie Luft gezogen. Ja. Und während dem Ex das Luftziehen, scheiße. Ich habe gefurzt. Da kommt noch mehr beim Lachen. Nee, jetzt ist es vorbei. Jetzt scheiße ich gleich in die Hose. Ich hoffe, man riecht's. Na. Ja, der Wind, warte. Frischluft. Oder Frischluft. Ja, es geht kein runter geht's, ich glaube, nach hinten oder so. Das sind auf jeden Fall Bamuckern, die mir richtig abfacken. Ja. Na, aber wir hatten noch eine Regel. Ja. Welche noch war das, eine Thomas? Regel war,
Also, theoretisch, wir haben theoretisch nur eine Idee gehabt, dass wir quasi bei jedem Grenzübertritt exen müssen. Ja. Aber die haben wir dann abgeschafft, weil wir gedacht haben, so, ist dumm, wir saufen doch eh schon. Aber wir haben noch die Regel gehabt, dass, wenn jemand pissen muss und das dann quasi ausruft, quasi sagt, hey, heute mal an der Raststätte ich müsste mal mein Lörres entleeren. Holen mir quasi jedes Mal eine Runden Bier. Also der das ausgerufen hat, holt eine neue Runden die Bier man für die raufrufen lässt, so quasi, ich muss meine Rüstel entleeren, ich muss den Dickdarm von Dünndarm trennen, ich muss die Trompete spielen lassen, ich möchte gerne andere Wörter dafür finden. Ich muss pissen. Okay. Bin ich der starken Meinung dafür. Ja. Ja, auf jeden Fall hat dann jeder quasi die Runden dafür zahlen müssen. Thomas? Ich hoffe, man hat es gehört. Es hat genau Ohrrunden gehalten. Ja. Weil es dann quasi so war, Ohrrunden war so, wir müssen pissen, bla bla bla, Michel hat es ausgerufen, deswegen haben wir zahlen müssen. Haben wir uns eine schöne halbe Schönnummer gehabt. Ich wollte gerade sagen, was musste er denn zahlen? Was war die Regel davon? Er hat die Runde zahlen müssen. Ein Bier zahlen muss an der Tanke. Beziehungsweise ein Spaßgetränk oder... Ja, genau, er muss eine Runde für die Gruppen holen. Genau. Und dann haben wir uns 3 Schönrammer und ein Schönrammer alkoholfrei für unseren Fahrer geholt, weil wir sind ja natürlich verantwortungsbewusste Trinker? Touristen. Ach so. Ja, und dann hat es nicht einmal eine halbe Stunde gedauert, bis ich gesagt habe so, ey Nico, kannst du mal... Wow. Ey Nico, kannst du mal bitte rechts ranfahren, weil ich muss pissen. Dann ist er nicht rechts rangefahren, der Pisser. Das stimmt, ja. Dann habe ich gesagt, ich muss jetzt wirklich pissen, fahr sofort bei dieser Ausfahrt raus und suche irgendwas, wo ich suchen kann. Dann sind wir bei irgendeinem Österreicher auf dem Hof gestanden und wirklich sorry. Aber das sind 4 richtig unförmige Typen bei dir auf dem Hof gestanden. Bei dir auf dem Hof gestanden. Rausgeholt und haben einmal losgestrahlt. Ja, und haben schön den Bach vor deinem Haus erweitert. Nee, wir haben quasi die Bäume gegossen. Ja, genau. Ja. Du musst dich nicht mehr darum kümmern. Eigentlich darfst du uns dann danken. Echt so. Eigentlich dürftest du uns jetzt Spritgeld zahlen. Ja, ist so. Wir sind extra gekommen, damit wir dir vom Baum pissen können. Echt so. Also Weggeld und Bearbeitungsgebühr und ja, klar. Alles. Einmal Vollprogramm. Genau. Und Zoll, Maut, Wegnette. Wegnette. Auf jeden Fall hat die Regel ja besagt, jeder, der den Befehl ausspricht. Genau, der den Pisser beantragt. Ja. Der den Pisser beantragt. Ja, das war gerade so ein Kopf geschossen, gell? Ja, Thomas, du Pisser. Ja. Oder wie war das mit dem Flunkyball? Was genau? Ich schmeiß den Schuh auf die Flaschen und sie werden nur noch umfallen, wie der fette Murder, nur noch am Rumrollen. Ja. Gott. Aber ich sag mal, die Stimmung war mega geil im Auto. Wir haben, also Michel und ich, wir saßen hinten. Wir haben kaum was gemerkt von der Fahrt gefühlt. Also von der Dauer, weil das war wirklich, als würdest du also wirklich original, wenn wir jetzt irgendwie nach München düseln würden. Ja. Es war keine Riesenstrecke und bla bla bla, wir haben es mega geil gemacht. Aber ich muss tatsächlich sagen, mit einem kleinen Downer, kurz vor der österreichischen Grenze. Ja, wo wir alle pissen müssen. Ja. Da war einfach kurz Stimmung down. Ja, weil sie keiner traut hat zum Song. Weil sie keiner traut hat zum Song so, hey, ich muss pissen gehen, weil jeder keinen Bock gehabt hat, die Runden zu zahlen, bis der Michel sich dann nochmal traut hat, so, ach Jungs, wirklich, ich muss pissen, Alter. Ich muss tatsächlich sagen, bei mir ging das dieses Mal bei der Fahrt, dass ich nicht so dermaßen pissen musste. Ja. Aber einmal war es bei mir wirklich sehr eng. Und bei sehr eng bei mir ist kritisch, weil entweder pisse ich in die Hose oder ich pisse irgendwie ins Maul. Und wenn, dann wäre es Michel gewesen. Aber nee, aber ich habe es einmal angekündigt, dass ich pissen muss. Ja. Und dann kam eine Raststätte, dass ich pissen gehen konnte. War aber natürlich keine Tanke oder sonst irgendwas. Ist der Nico entweder das verpennt oder sonst irgendwas, ist nicht rausgefahren. Und dann muss ich noch warten. Und dieses Warten bringt dich um. Also du hast den Michel ins Maul pisst quasi. Ich war sehr kurz davor, der Lörres war schon draußen, aber wir sind noch rechtzeitig rausgefahren. Sehr schön. Ja, und dann gab es ein Kaktuseis.
und ich liebe Kaktuseis. Also diese kleine und For Friends. Sind wir irgendwann angekommen? Ja. Haben wir schnell ein bisschen Ding gekauft, weißt du schon? Ne, du nicht. Ein bisschen Alk, ein bisschen, weißt du? Ja. Ja, ich war nicht dabei, ne? Aber wir hatten noch 6 Liter Wein dabei. Und dieser Wein, der war so dermaßen ekelhaft. Du musst dagegen drucken. Einfach so, dass man da hocken so. Ja. Okay. Aber dieser Wein war so dermaßen ekelhaft, den konnte man nicht saufen. Den haben wir wirklich aus dem Fenster geschüttet zum Teil. Ich habe das gestern, glaube ich, ganz gut gesagt. Die haben an der nächsten Raststätte aus dem Fenster geschüttet und ich glaube, der Wein hat einen Teer weggeätzt. Ja, also der war wirklich... Ja. Davor haben wir noch einen Spritzer gekauft. Ich würde ihn beschreiben als trocken, todestrocken. Also der wirklich deine ganze Feuchtigkeit im Mund einmal zusammengezogen. Ja. Dann war er sauer. Ja. Dann war er irgendwie trotzdem süß. Und dann trotzdem bitter. Und lieblich. Und bitter. Ja. Also einmal alles an Wein, was du irgendwie finden kannst, zusammengeschüttet, draufgeschissen und einmal eingeschenkt. Ja. Ja, das war beeindruckend scheiße. Ja, ich hätte mir nicht so scheiße vorgestellt. Wir haben davor noch schön einen Spritzer gesoffen. Haben wir gemeint, das ist vielleicht ein guter Übergang zwischen Bier und Wein. Aber wenn du dann beschissenen Wein saust, dann bringt der Übergang auch nichts mehr. Ja, das geht nicht. Ja, ich hätte fast kotzt. Das Gleiche. Hätte nicht, aber ich hätte fast Wir haben es tatsächlich, der Michel und ich haben es versucht mit Moorsirup irgendwie zu retten. Hat aber auch nicht ganz so funktioniert, obwohl Moorsirup wirklich einfach die Lösung für alles ist. Und damit, bevor du es vergisst, folgt uns und lasst ein Like da für unsere Videos, weil wir machen aber die tatsächlich immer relativ stressfrei und gediegen und haben überhaupt keinen Aufwand damit, deswegen lasst uns Support da. Überhaupt keinen Aufwand. Aber wenn wir jetzt schon beim Moorsirup sind, uns ist gestern vielleicht so ein bisschen gesagt worden, dass man einmal vielleicht so ein kleiner Shoutout noch ausballern können, was wir auch machen können, weil Moor hat echt geile Produkte. Absolut. Also mal abgesehen von Sirups haben die Soßen, sie haben Proteine, sie haben Kreatin, sie haben was weiß ich für einen ganzen Scheiß noch. Alles, was man braucht. Es ist wirklich, ist geil. Ja. Es ist einfach geil. Und auch an Christian Wolf. Wenn du uns ein Paket schicken würdest, wir würden es nehmen. Und wir würden es lieben. Ja. Mit einem Verleumden, dass wir was gekriegt haben. Aber wir werden es auf jeden Fall essen. Ich würde es mit Ehre essen. Ja. Ich würde es mit Andacht essen. Ja. Ich weiß nicht mal, was ich gestern gesagt habe, aber es war auf jeden Fall geil. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Irgendwas mit dem Stress, den Christian Wolf und Social Media ausgelöst hat und sowas. Und das ist, also, ohne Scheiß, es gibt so Menschen, die enjoyen das einfach. Und es gibt Menschen, die sich über jeden Fick aufregen. Und das sind genau die Leute, die sich über den Christian Wolf aufregen. Weil der hat das gemacht, der ist die Person. Ist mir doch scheißegal. Er verkauft saugeile Produkte. Die Leute helfen damit, Gewicht zu verlieren. Oder aus einer Magersucht rauszukommen, Gewicht aufzubauen oder sowas. Wo man sagt, man hilft wirklich aktiv Leute damit. Absolut. Seien es jetzt die Proteine oder seien es die Sirups. Das sind ja theoretisch zwei Getränke, die das Entgegengesetzte voneinander versprechen. Auch unter anderem der Frau hinter der Kamera. Ja. Haben sie sehr geholfen. Und ich finde tatsächlich diesen Humor vom Christian, ich finde ihn so unfassbar geil, weil das einfach genau diese Humorgruppe ist, was die Freundesgruppe hat. Unter anderem. Ja. Aber auch also, ich sag viel zu viel unter anderem. Ja, das ist den Satz. Unter anderem nervig. Ja. Gut gelöst. Danke. Gerne. Aber unter anderem... Entschuldigung. Nee, ich finde es einfach wirklich erstaunlich, was diese Produkte können und wie sie Leuten helfen. Weil ich sehe tatsächlich relativ oft auf TikTok oder auf Instagram Leute, die einfach unfassbar sich schwer tun mit Gewichten auf Gewicht beiden halten, Gewicht abnehmen, beides, Gewicht zunehmen, ja. Und diese More-Produkte einfach den Leuten helfen. Und ich finde es so erstaunlich, dass das Zeug irgendwie wirkt und trotzdem so geil schmeckt. Und das finde ich halt krass. Also nur mal kurz auf diesen Humor zurückzukommen. Der Moor hat so Kreatin-Gummy-Bears rausgebracht. Und der Christian Wolf hat die so promotet, so, ja, das kann sich ja kein Geringverdiener leisten, quasi. Weil das sollte man sich nicht kaufen, wenn man nicht mindestens 4K netto im Monat macht. Und ich meine, es ist halt auch irgendwo true, weil die Dinger kosten, was kosten die, 30 Euro oder sowas? Na, weniger, deutlich weniger, ich glaube 17 Euro, ja. Ja. 17 Euro kosten die
Ja, der kostet 20 Euro und die frisst halt eigentlich theoretisch an einem Nachmittag weg. Aber eine Portion, also ein Gummy. Ein Gummy. Das ist ein Kreatinstick, das sind glaube ich 3 Gramm Kreatin. Also ein Also Gummi, ein Gummi 3 3 Gramm. Gut. Ja, sagst du nur mehr deutlich. Ein Gummi. Das hört sich 3 falsch Gramm an. Kreatin. Ja, na, genau, er hat das halt so beworben und ich kann auch verstehen, warum Leute ihm deswegen hassen. Nein, ich kann es nicht verstehen. Ich kann verstehen, warum Leute ihm deswegen nicht mengen, weil er halt so direkt ist. Aber es ist halt einfach ein Fakt, dass das Zeigel halt ein Luxusprodukt ist. Absolut. Und du musst dir auch vorstellen, der Typ macht im Durchschnitt 60 bis 80 Reels am Tag, Ja, das ist ein Geisteskrank, um die Leute irgendwie da am Laufen zu halten, was da abgeht und wie es abgeht und irgendwie nicht Leute schlecht zu reden, sondern einfach auf die, hört sich auch irgendwie blöd an, aber es ist gar nicht blöd gemeint, auf die Probleme aufmerksam zu machen oder auf die Produkte aufmerksam zu machen, dass sie helfen können. Ich meine, ich habe zum Beispiel den Christian Wolf dadurch kennengelernt, dass er halt quasi erklärt hat, dass das Wasser in Cola Zero dich vor dem Aspartam umbringen würde. Weil dass er diesen Vergleich gemacht hat, quasi. Fand ich mega cool. Und so, also, ich mag diesen Humor. Ich mag auch, dass er sich hinstellt und sagt so, okay, dann kaufe ich keine mehr Produkte, ich bin schon Millionär, von dem her ist mir wurscht. Absolut. Finde ich sauwitzig. Und ich meine so, Mann, man kann so viel hassen, man kann aber auch so viel feiern einfach. Absolut. Wo ich mir denke so, Mann, macht's euch doch keinen Kopf über irgendwelche Scheiße, die der Typ im Internet verzeiht. So Entweder ihr kauft die Produkte und ihr helft euch damit irgendwo selber, oder ihr kauft die Produkte nicht und macht es halt irgendwie anders. Ja. Das ist, also man muss sich dann nicht hinstellen und sich die ganze Zeit beschweren. Ich muss auch sagen, man kann nicht jeder Person helfen, aber die Personen, die sich helfen lassen wollen, gehen darauf ein. Und ich finde, genau sowas ist irgendwie more. Ja, stimmt. Weil es ist mehr. Nur um das Thema mal abzuschließen, also das ist Core Paid Promotion, das ist einfach nur, weil wir tatsächlich die Produkte feiern. Chunky Flavor. Ich habe gestern noch sehr oft Chunky Flavor gesagt. Das ist geil. Das ist geisteskrank. Ja. Diese Mücken sind abartig. Ich habe gestern noch sehr oft Chunky Flavor gesagt. Wirklich. Ja. Cookie Crumble. Ist heftig. Geisteskrank. Aber es ist Core Paid Promotion in irgendeinem Sinne. Vielleicht kämen wir drauf, dass er uns einmal anschreibt, aber ich glaube, der wird eher auf uns scheißen, weil der ein paar Bayern irgendeinen Podcast machen. Du, Bier mit Moorsirup würde auch schmecken, mit Sicherheit. Wow. Radlergeschmack. Meinst du, er kann der Moorsirup mit Alkohol machen? Wo man einfach nur in ein Glas Wasser reinscheppert? Kurzer Einspieler, es wird öfter darauf vermerkt, durch eine Influencerin, die mit Wort kooperiert, dass Hugo und Mojito einen Alkoholgeschmack mit. Okay, aber kein Alkohol. Na, aber. Sau langweilig. Aber ja, du musst sag mal, der Brisket-Stream, wo wir gemacht haben, wo du dann Skinny Bitch gemacht hast, das war ja bodenlos. Du schmeckst da wirklich nichts an Alkohol. Ja. Ich habe auch gesehen, auf TikTok habe ich es auf jeden Fall gesehen, dass die Leute zum Teil Moorsirup in die Säulen und sowas reinballern, damit die mehr ballern. Ja. Damit du den Alkohol nicht rausschmeckst. Ja, damit es halt einfach mehr das haust. Und das ist wirklich so. Wenn du in der Flasche Wodka trinken würdest und dann eine Flasche Moorsirup reinballerst, ja, klar. Also das ist schon abartig, weil es viel Sirup ist und sowas, aber du merkst nichts von dem Alkohol. Ja. Auch nicht, wie es brennt oder sonst irgendwas. Du merkst nichts. Also es ist gefährlich. Ja. Es ist beeindruckend gefährlich, aber ja gut. Genau, wie gesagt, keine Paid Promotion, wir sind bloß begeistert, weil ihr jetzt hier vielleicht an den 10 Minuten Monolog gemerkt habt, den wir gerade über Moor geführt haben. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, Kevin. Und zwar, was haben wir die nächsten Tage noch so alles geplant? Beziehungsweise wir waren eigentlich nur bei der Fahrt fertig. Was haben wir die letzten Tage gemacht und was haben wir geplant? Also wir haben die letzten Tage tatsächlich erstmal entspannt. Und zwar dermaßen entspannt. Wir haben Karten gespielt. Ich sag nicht, was für ein Spiel. Cards Against Humanity, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Gesprochen habe. Alles gut. Und haben einfach entspannt gesoffen und entspannt. Und das ist, glaube ich, nichts Geileres auf jeden Fall. Wir haben gestern Pizza gemacht selber im Ofen, also im Grill, wie man sagt. In dem Riesenofen. Ja, da haben wir auf beiden Seiten, also wirklich so ein, ich würde grob schätzen, Durchmesser von 1,20 Meter. Ja. So ein offener Ofen, kroatischer Ofen, einfach richtig Standard irgendwie. Ja. Und haben da auf beiden Seiten Feuer gemacht und Pizza mitten reingelegt. Super geil geworden,
Richtig geiler Geschmack und alles mögliche. Ja, die Pizzen. Aber man muss ja dazu sagen, dass Annabelle den Teig gemacht hat. Ich wollte gerade sagen, danke fürs Unterbrechen. Ja, Entschuldigung. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von Boris Brands. Also wenn ihr ein Video, Kreativmarketing oder eine Webseiten braucht, dann klickt auf den Link in der Beschreibung und lasst ihnen eine nette Nachricht da. Und sagt liebe Grüße von Tom Joe. Ja? Nur weil ich das mal gesagt habe. Vielen Dank, geht raus an die Bres. Und jetzt, bevor ich euch ganz verliere, viel Spaß mit der Folge. Ja, aber du müsstest ja quasi gehört haben mit den Ohren. Klar, ich höre, was du denkst. Eben. Schwänze. Nein, das war falsche Übersetzung. Dein Schwanz. Junge, diese Mückenstiche jucken, das ist ja geil. Ja, ich denke, ich werde durchgehend durchgestochen. Ja, da fliegt schon wieder eine. Du kleines scheiß Mistviech. Ja, Land auf meinem Schuh. Komm. Tote ist. Komm. Vor der Kamera. Ich sehe nicht. Der ist schon weg. Ja, geht weiter. Ja. Nee, aber die waren super, super geil. Ich hatte leider Gottes dermaßen Rücken- und Nackenschmerzen und Schulterschmerzen, dass ich mich dezent ins Bett verpflanzen musste und mir eine Titten massieren lassen musste von Michel. Das war tatsächlich sehr wichtig. Der Michel, der da hinten gerade so blöd schaut. Ja, genau der. Auf der Kamera. Ja, genau. Ja, mit Hang Loose und so. Er stirbt! Und sie ist tot. Ah, vor der Kamera. Das traust du dich. Ja. Ja. Bei den scheiß Mucker schon. Ja, das stimmt. Weißt du warum? Die entziehen dir den Alkohol. Ja. Wegen denen werde ich nicht dann. Echt so. Scheiß Viecher. Auf jeden Fall, wir haben heute tatsächlich erstmal entspannt. Ja. Komplett satt. Wir haben nichts gemacht, original. Wirklich gar nichts. Ja. Und morgen geht es auf den Fischmarkt. Wir wollen in Porek. Also Boric, wenn sich irgendwer beschweren möchte. Nee, da war ich tatsächlich noch gar nicht. Ich war tatsächlich nur im Puder und Medulin im Fischmarkt. Porridge habe ich nur mal gesehen, aber habe nichts gekauft. Ich weiß nicht, wie der Fisch da ist. Aber ich habe Bilder gesehen und schaut sehr vielversprechend aus. Ja. Also wirklich, anscheinend soll es ein richtig, richtig geiler Markt sein und generell, sagen wir, hier in der Region, generell Kroatien, irgendwie an der Küste und alles Mögliche, soll ja richtig geiler Fisch sein. Wenn es wen interessiert, dann folgt uns auf Instagram. Wir posten nämlich alles in die Stories. Annabelle, du hast einen Mucker auf deinem Oberschenkelhocker. Ist schon weg. Der ist tot. Ja. Ah, das war meine Vape. God damn. Ja, genau. Schaut bei unseren Instagram-Stories vorbei. Da teilen wir täglich, was wir hier alles erleben und wie viel Spaß wir dabei haben. Schaut an meinen Gesichtsausdruck und ihr werdet sehen, wie viel Spaß ich hier habe. Und wie dicht wir sind. Ekstase von gestern. So viel? Wie war nochmal der Kommentar auf die Story? Von Kevin, was hast du genommen? Und ich will auch was davon. Ja. Ich habe tatsächlich genommen Mehl, Staub, Pizza und ganz viel Alkohol. Und keine Drogen. Das ist unglaublich. Wirklich. Ja, der Name Kevin spielt eine große Rolle darin, aber das kann ich halt schlecht. Das sollen wir mal weitermachen, weil wir sind jetzt schon hier ganz schön weit. Ja, Entschuldige, ich möchte nicht. Aber Donnerstag haben wir auf jeden Fall, also morgen. Fischmarkt. Donnerstag. Und was haben wir zum Essen geplant morgen? Morgen? Nach dem Fischmarkt? Ganz viel. Ja. Wir haben tatsächlich Kalamari gefüllte geplant. Was gefüllt? Mit was gefüllt? Ja, sag mal, was haben wir gefüllt? Käse. Käse, was für Käse? Auf Feta. Und der kleine Kräuterkäse. Ja. Und ich werde hier schön, werde ich mal die Kalamari nehmen, die noch voll intakt sind, werde hier schon die Tentakel aus ihrem Scheißkopf rausziehen, werde in den Kopf abschneiden. Und dann werde ich die, wenn du rausgezogen hast, dann nein, du musst die Augen und sowas musst du da ausschneiden. Achso, ja, stimmt. Genau, werde die Augen und sowas schön ausschnippeln, dann werde ich schön mit dem Messer so zack, 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 zack. Bim, bum, und dann bam. Käse reinballern. Und dann wird der Kevin noch schön weitermachen. Und was macht der Kevin? Das sagt er jetzt. Ich werde grillen, diese Kalamari. Ja. Dann haben wir vielleicht noch, wenn wir welche bekommen, Muscheln geplant, dass ich in meinem eigenen Muschelsud oder was mache. Dann vielleicht Doraden, Lachs und vielleicht Thunfischsteak oder normalen Thunfisch-Tatar. Ich bin ein großer Fan von dem Thunfisch-Tatar tatsächlich. Dass wir das sowas machen, also einfach komplett einmal Fisch. Weil einfach diese Region der Fisch ist einfach frisch und geil. Genau, Freitag haben wir geplant, weiß ich gar nicht. Entweder, dass wir durch Rovin fahren. Ach, stimmt, ja. Oder im Porridge auf die Open-Air-Dinger, die es vielleicht gibt. Auf die Partys oder Samstag gehen wir auf jeden Fall Daniela.
in das Steakhouse meines Vertrauens. Und meines Vertrauens ein Steakhouse ist eine große Kunst. Und die machen Kunst. Was machen sie direkt bei dir am Tisch? Tatar. Und dieses Tatar ist legendär, weil die wirklich noch von der alten also wirklich alten Schule sind, wo sie es gelernt haben, Tatar an den Tisch zu machen und vorzubereiten. Ja. Und diese Fleischqualität, ich glaube, die bekommst du nicht mal irgendwie auf eine Art und Weise in Deutschland. Egal in welchem Bereich oder Bundesland. Kevin hat man tatsächlich vor 2 Jahren, wo wir in Kroatien waren, nicht so viel versprochen. Er hat vor 2 Jahren gesagt so, hey, gehen wir zu Daniela, ich lade euch ein, was ja sowieso schon crazy ist, das ist unser Steakhouse-Einlad. Aber er hat gesagt, kommt und wir fressen alle dieses Tatar. Das ist einfach eine Erfahrung wert. Allein das Ambiente, was da ist, das ist ja wirklich so ein unscheinbares Restaurant. Ja. Das ist wirklich, ich würde es grob beschreiben, als wäre es irgendwie so die Stammkneipe. Bisschen natürlich mit Olivenbäumen und Sonnenuntergang und bla bla bla. Ja. Aber es ist nicht groß. Es ist überhaupt nicht groß. Null. Du hast draußen deine Tische und das war's. Ja. Drin haben sie nichts. Ja. Und da hast du Tische von, ich glaube, 15 bis 20 Tische, nicht mal. Und die zaubern dir so welche Gerichte hin, wo du denkst, so, egal was ich bestellen würde, ich weiß, dass es schmecken wird. Ja. Und vor allem diese Steaks, wir hatten ja beide das Trüffelsteak mit den Trüffelscheibchen und der Soße. Das war krank. Das war todesgeil. Wenn ihr euch davor irgendwie was mitgeben kann, dann alles machen. Nein, da nicht, weil ihr das selber essen. Es ist so verdammt gut. Ja. Es ist fantastisch. Und, was ich dazu sagen muss, also ganz abweichend, dass wir gerade in der Region sind, wo wir eigentlich meistens hinfahren, wenn wir entweder essen gehen zu Daniela oder Go-Kart fahren gehen. Und vielleicht haben die Boys noch vor, Go-Kart fahren zu gehen, wenn wir es hinbekommen oder nicht hinbekommen, ist an sich wurscht. Ja. Aber wenn wir gehen, dann nehmen wir auf jeden Fall euch mit. Und das könnt ihr alles auf Insta sehen. Ja. Und vielleicht sind wir nackt. Aber nur vielleicht. Ja. Also seid gespannt. OnlyFans is coming. Ja. It's very close. 50-50 Chance, dass der Kevin und ich am Samstag uns nur dazu entscheiden, im Pool eine Folge aufzunehmen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das eine OnlyFans-Folge wird oder ob das eine YouTube-Folge wird. Aber das werden wir echt dann schon noch eine ganz andere spontane Frage, die mir gerade in den Kopf kommt. Wie viele Schwänze hast du im Urlaub gesehen, Thomas? Jeden Tag einen. am Montag dein, am Dienstag Nico sein und am Dienstag Michel sein. Ich wollte gerade sagen, der war am Balkon. Und heute am Nico sein. Ja. Das heißt, schwänzetechnisch habe ich mich tatsächlich schon durchgespielt. Du hast dich ausgelebt. Genau, quasi. Wir sind jetzt 3 Tage im Urlaub, ich habe mich tatsächlich schon durchgespielt. Ja. Titten verhältnismäßig wenig gesehen, aber was willst du machen? Du hast so viele Männer-Titten gesehen. Ja, das stimmt, ja, diese kleinen Knödel, die da hängen, Alter. Die Schlauchtitten müssen auch gezählt werden. Tittis! Euch schön steuert. Ja, das muss so. Ja. Aber auf jeden Fall, wir werden jetzt unseren Urlaub genießen. Wir werden heute nur einen Tag genießen, wo wir ein paar Burger machen tatsächlich. Ja. Boah, Thomas, wenn es mir gerade so einfällt. Ich weiß, dass das Mikrofon auf jeden Fall in die Küche reichen wird. Soll ich uns beiden ein Kruschkewürz vorbereiten? Na. Wir beenden jetzt die Folge, dann saufen Kruschkewürz. Okay, machen wir so. Nicht, oder? Ja, gut, machen wir so. Ja, genau. Das ist unser Urlaub. Ja. Wir freuen uns noch auf die letzten paar schönen Tage. Absolut. Vom Mittwoch bis Sonntag. Sonntag geht es dann wieder nach Hause, nach Bayern, ins gelobte Land. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Ein goldener Rausch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Unterm Stammtisch. Wir sehen uns wieder Mittwoch um 15 Uhr, nicht Donnerstag um 15 Uhr. Das war eine Ausnahme, gell? Das war tatsächlich eine Ausnahme. Scheiß Ausnahme, weil leider Gottes die Podcast-Runde ein bisschen verkackt. Ja, gestern. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Oh, ist blöd gelaufen. Ja, Kevin und ich trinken noch aus. Ja. Grüßchen. Ja, es klappt gut, wie du mich nur benutzt. Du stehst vor mir mit Köpfen bis zum nächsten Mal. Vierte Bussi mal. Alter, ich glaube, es gefällt mir. Wer ich einfach nur für die brennt. Alter, ich glaube, es gefällt mir. Wer ich einfach nur für die brennt.